Mit diesen bezaubernden Klängen. Eines Spielers, der überhaupt nicht spielen kann. Naja, ich kann auch nicht kommentieren, tu es trotzdem. Begrüße euch zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Ja, wir sind ja eigentlich kurz vor dem Tempel, vor dem 4. Tempel. Bei dem es darum geht, dass wir zumindest eine Flamme kriegen würden, mit der wir unser Schwert stärken könnten. Klingt soweit doch alles ganz cool, gar kein Thema. Ah, der Amulett, okay. Aber ich würde sagen, in der heutigen Folge machen wir ein bisschen was anderes noch. Und zwar erstmal zurück zum Wolkenmeer. Das Wolkenmeer mag ich so sehr. Lalalala. Unter anderem ein paar Truhen, Items upgraden, Juwelen der Güte, beziehungsweise eintauschen, kann man sagen. So, okay, jetzt haben wir hier plötzlich eine. Eine Truhe, die jetzt ready ist. Aber wir wissen, es waren, ich glaube, insgesamt 3 Truhen, die wir aktiviert haben. Sprich, wir haben also... Die haben Truhen alle Wolkenhaut? Könnte das sein? Muss fast, wa? So, ich glaube, ich lande schon mal hier in der Nähe. Genau, weil hier kann ich ja tauchen. Da kommt ja mal unsere Wasserdrachenschuppe zum Einsatz. Hier ist noch der Vogel, wo ein Auge fehlt. Das wäre noch so eine Quest. So, erstmal, ja, genau. Also zum Beispiel jetzt hier oben eine. Natürlich jetzt ein Problem. Weil das ist ja so ein Island, wo ich leider nicht hinfliegen kann. Also nicht mich vom Wolkenvogel fallen lassen kann. Das geht leider nicht. Bei der hier könnte es allerdings funktionieren. Egal, erstmal gucken. Also. Ah, okay. Ich hatte kurz gewundert, warum die Steuerung nicht so tut, wie ich gerne hätte. Aua! Oh, das sind vielleicht Schmerzen. Das sind vielleicht Schmerzen. Autsch! So, einmal die Truhe und einmal die Truhe, wa? $100, sehr gut. So, Herzteil oder 300 Rubine. Ein Herzteil. Fehlt noch bloß noch eins, oder? Jo. Ein Herzteil mit einem kompletten Herzcontainer. Sehr schön. Kann ich hier pusten? Nö. Raus komme ich auch nicht mehr. Wie kommen eigentlich andere hier rein, frage ich mich gerade. Und warum kann das Ding nicht einfach hier durchklettern? Ja, ja, Fragen, die niemals beantwortet werden. Sag mal. So. Dann... Moment. So. Dann mal ganz kurz überlegen. Ja, doch, ich glaube, wir können mal ganz kurz noch die andere Truhe holen. Sidequests weiter wird noch nicht aktiv sein. Das vermutlich eher, wenn wir den Tempel durchhaben. Oder sogar erst nach mehreren Tempeln. Ich kann mir das mal vorstellen. So, warte mal. Ich merke schon, dass irgendwie mit dem Gyrosensor, wenn ich halt so vom Rechner spiele, die Switch ein bisschen weiter weg ist und so, es ein bisschen mehr Probleme gibt. Es ist nicht so, dass man irgendwie sagen würde, total scheiße so mit der Steuerung, das zwar nicht, aber es ist einfach irgendwie, muss ich den Gyrosensor ein bisschen häufiger ausrechnen als auch schon. So, wie kommen wir jetzt da schon eigentlich schon dahin? War ich nicht sogar schon mal da oben drauf? Hätte sogar so gereicht, krass.
So reicht es leider nicht. Naja. So, eine schöne Landung vollzogen. Also. Noch eine Rubine. Okay. Langsam wird es ein bisschen tricky, weil natürlich jetzt, gut, da kann man momentan noch nicht hin. Aber wir haben halt auch noch eine Truhe in der Stätte der Lieder zum Beispiel, zumindest so in der Nähe. Wer weiß, wo es sonst noch überall welche hätte, also jetzt doch langsam, aber sicher mal an der Zeit, es nachwerden zu lassen und eben zu gucken, ob Mors Negro oder wie der Dämon schon da hieß, noch ein Upgrade für uns hat von der Geldbörse. Also irgendwann natürlich schon, weil die Geldbörsen-Upgrades kriegen wir alle von ihm, aber die Frage ist halt, kriegen wir es jetzt schon oder erst später? Bevor es soweit ist, erstmal mal zurück zum Wolkenwasser und eben gucken, ob wir irgendwas upgraden können. Neu hat irgendwie auch niemand was im Petto, nö. Er ist noch hier mit Trappo beschäftigt. Die Truhe ist auch noch nicht aktiv. Schade eigentlich. Mit jemandem quatschen, einfach nur so, just for fun. Eigentlich passt es so von mir aus. Ja, alles noch cool. Bye bye. So, den haben wir nix. Sie hat einen neuen Trank, so wie es aussieht. So, mal gucken. Was können wir alles machen? Die Schleuder wird gehen. 2, 2, 3. Das sieht alles soweit gar kein Problem aus. Momentan geht noch nicht. Da fehlen die Eidechsenschwänze. Ja, müssen wir zurück nach Eldin. Der Typi. Ja, die beißen sich nicht. Wird also bereits mal funktionieren. Was mit dem Schild? Finsterhalbmond, Vogelfeder, Schmuckschädel. Oh, 3 von 5. Warte mal. Ah, das war ein goldener Schmuckschädel. Okay. Ja, würde man sagen, machen wir es mal, wa? Eine Verbesserung kann nicht rückgängig gemacht werden. Warum soll man eine Verbesserung rückgängig machen? Ganz ehrlich. Du hast ja keinen Side-Effekt oder so. Ist nicht so, wenn du zum Beispiel jetzt einen Käfer upgraden würde. Das heißt, oh, jetzt wird der Käfer schneller, aber du kannst nicht mehr greifen. Wisst ihr, es kommen nur Features hinzu, nicht welche weg. Gerne, gerne. Dann hätte ich gerne hier Greifer zu Flink. Dem Käfer wird eine extra Turbo-Funktion eingebaut. Yo! Jawohl, Mann! Kein Problem, Alter. Leg ich mal los. Roger, Roger. Hat er eigentlich einen Rubin auf dem Rücken? Also da von der Gürtelschnalle, also Gürtelschnalle. Quatsch, von den Strumpfhosenträgern. Der Hosenträger, nicht Strumpfhosenträger. Hosenträger halt. Flinkkäfer. Das ist einige schnellsten alter Käfer. Pass auf, dass du damit die Kurve kriegst. Witzig. So, man kann sogar nochmal. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen tougher, war. Kraft, genau. Neue Käferkraft. Die Flugzeit des Käfers wird verlängert. Ionenblume drauf, ja, blaue Vogelfeder. Das ist auch schon alles. Okay, aber erstmal den Heiligen Schild zum Hochheiligen Schild. Auch der kostet. Okay. Krass war, wir haben einen von dem her gesehen erst 3 Tempel durch. Gut, bald der 4. Trotzdem mit den Items schon sehr weit vorne. Dieses mysteriöse Schild repariert sich selber und ist einiges so gut als am Vorgänger. Sehr gut. Können wir sogar nochmal upgraden. Okay, muss wieder zurück ins Reich der Finsternis. Alles klar, Monster haben wir auch nur noch 1. Geht auch. Verstärkt heiliger Schild. Abwehrkraft ist enorm erhöht. Okay. Ankämpfer machen wir gleich auch noch, keine Sorge. Erstmal Schild reparieren. Ich glaube, die Kohle dafür haben wir. Ja, kein Problem. Okay, okay.
Weil wir vorher natürlich jetzt den Flinkkäfer, oder wie er hieß, noch zum Kraftkäfer umswitchen. Oder zumindest einmal noch den Flinkkäfer eingesetzt haben. Tja, gut, ist ein bisschen breiter, wenn man es mal vergleicht. Ja, gut, natürlich jetzt die Frage, ob er deswegen auch mehr einsteckt. Weil er natürlich jetzt auch ein bisschen mehr einstecken kann. Der hochheilige Schild, dann gar kein Problem. So, was hast du? Lufttrank? Nein, ich weiß nicht, was ist das eigentlich für ein Trank hier? Das ist etwas teuer, 200 Rubine. Ich versuch's trotzdem mal. So für schlechte Zeiten, versteht ihr? Und eben wie bereits erwähnt, die Kohle haben wir aktuell, ja. Man kann einen Trank laden, wenn du haben möchtest. Ja. Habe ich auch schon Insekten dafür? Pyrohypfer, für generell. Wo kriegen die überhaupt her? Pyro klingt für mich nach Feuerreich, also nach Eldin. Die Frage ist da, kriege ich ihn dort erst, wenn ich, ähnlich wie jetzt hier beim Wasserdrachen, beziehungsweise beim Gebiet von Gebiet vom Wald, vom Faivon, ich dort einfach ein neues Gebiet, Untergebiet, whatever, finden muss und erst dann bekomme ich einen Pyrohypfer. Also eben halt im Eldin, ob es da auch so eine Art weiteres Areal noch gäbe oder ob ich ihn bereits übersehen habe. Ich bin für eine Zeit lang unverwundbar und verliere keine Herzen. Das wäre eigentlich noch geil. Ich finde schon, dass man keine Käfer kaufen kann. Man kann sie verkaufen, aber nicht kaufen. Was soll denn der Rotz? Warte mal, vielleicht hat sogar Terry noch was für uns. Ich werde jetzt nämlich mal unseren Käfer einsetzen. Oh, bin ja hinten, super. Na gut, feuerfrei war. Er ist schon wesentlich flotter, muss ich zugeben. Ach, da unten Terry, ernsthaft. Bing. So, komm schon, hier stehe ich doch. Zieh mich hoch, Terry, zieh mich hoch. Was wir auch nie gemacht haben, war bei Terrys Insel. Da haben wir auch mal gesehen, dass Terry eine eigene Insel hat und dort ist auch noch eine Truhe. Weil ich bis jetzt extra nicht gemacht habe und auch nicht genau wusste, wann ist es denn soweit, wann ist es überhaupt möglich. Wann macht es überhaupt Sinn, weil das Problem ist ja, ich könnte ja natürlich hier pennen und dann muss ich bei Terrys Insel aufwachen. Hä? Aber wenn natürlich die Truhe noch nicht erreichen kann und noch nicht öffnen kann, ist ein bisschen doof. Aber dann hat 1200, genau. Ja, okay. Die letzte Abenteuertasche. Also Terry hat noch nichts Neues für uns. Autsch. Das sind Schmerzen. Naja. Ich weiß, ein Upgrade vom Käfer fällt mir nach, aber nicht vergessen, Freunde. Ich mache aber zuerst mal Morsen Ego. Also ich würde gerne irgendwo pennen hier. Aha. Cookie. Bei Cookie and Family bin ich immer sehr gerne gesehen. Cookies and Family. Neue Eissorte sein. Cookies and Family. Der Name hätte irgendwie was, ja? So, ich lege mich hin, Freunde. Bis nachts. Bye, bye. Schlaft schön. Das Herz regeneriert. Ich glaube sogar, nee, 2 Herzen würden glaube noch fehlen, weil ich genug hätte, um das Master-Schwert aus Breath of the Wild zu ziehen. Oder waren es oder waren es 3? Ich glaube, es waren 13, oder? Auf alle Fälle verdammt viel. Ich habe das schon gesagt, Mutter! Ja, was ist jetzt los? Jetzt red doch nicht so auf, mein kleiner Schatz. Natürlich rege ich mich auf. Ich weiß, dass du immer mit Salsa mit unser Haus putzt. Wollen wir nicht Brot und Rubinen kaufen? Komm, der Ritterschule kann über die Runden, weil du die ganze Zeit unsere Rubine verplemperst. Nebenbei schuf dich auch noch nachts nur, damit du hier den ganzen Tag über faulenzen kannst. Also wirklich, was bist du nur für eine Rabenmutter?
Sag mal, Michael, was machst du eigentlich hier? Ich wollte gerade putzen. Du hast doch nicht mit angehört, was ich gerade gesagt habe, oder? Sorry. Du hast also gehört. Ja, in Wahrheit laufe ich nachts Patrouille, um ein wenig Geld nebenbei zu verdienen. Du kannst mich ruhig verachten dafür. Da bist du auch nicht viel besser. Hörst von den Leuten bei ihren Privatgesprächen zu. Sorry, wenn du so brüllst, kann ich halt schlecht weghören. Abgesehen davon hat sie mich bisher einmal fürs Putzen bezahlt. Die anderen Male waren nicht fürs Putzen. Oh doch, aber in anderer Art. Warum ist hier schon so schmutzig? Ich war gerade erst hier und hab geputzt. Etwas rausholen möchtest. Was angehst, oder? Tja, wenn ich Geld bräuchte, würde ich sagen, ja. Schon wieder? Okay, wenn ich Kuku begegne, dann rede ich mal mit ihm. Zwinker-Smiley. Das ist noch Glühwürmer. Aber die eigentlich auch schon mal gesammelt? Kann nicht wirklich, oder? Pyrohüpfer. Wolkenglühwürmer, da haben wir schon ein paar. So, genau. So einen guten alten Kumpel, dem Dämon. Hallo Dämon, wie geht's, wie steht's? Ist die Musik anders? Das wird ja viel weniger Güter für mich gesammelt. Morsego, Morsego, nicht Montenegro, Morsego. Ja, man, die große Geldbörse hat viel mehr Platz als eine alte Geldbörse. Hier kannst du bis zu 1000 Rubine aufbewahren. Sehr gut. Das ist eine ganze Menge Juwelen der Güte, die du gesammelt hast. Nur noch ein wenig mehr und ihr könnt endlich ein Mensch werden. Okay, danke. Wie viel brauchst du als nächstes? 40 Stück. Okay, sind nur noch 9 mehr. Was denn? Die Dämonenmedaille. Denkst du, bei dir wirst du auf deinen Reisen viel mehr Rubine finden als zuvor. Auch Schätze werden leicht zu finden sein, daran Gegenzug. Oh. Das Schreckliche daran kommt erst noch, wenn du sie bei dir trägst, kannst du deine Tasche nicht mehr öffnen. Ich glaube, du kannst auch keine Herztränke mehr zu dir nehmen, dein Schild nicht mehr aufsetzen. Okay, ich mache sie nicht auf. Abgesehen davon, dass meine Taschen auch schon voll sind, also ich kann sie gar nicht mitnehmen. Deine Tasche ist voll, das Item wurde im Itemlager deponiert. Alter, ich habe die Medaille ausgetrickst. Die Medaille wollte, dass ich sie nehme und dadurch meine Tasche nicht mehr öffnen kann. Meine Tasche ist voll. Das sie kann gar nicht rein, sondern wird automatisch ins Lager deponiert. Krasse Scheiße, wa? Na, Morsego, bist du beeindruckt? Die Gier der Menschen ist eine sehr gefährliche Macht, aber genau das macht den Menschen so interessant. Einfach ins Itemlager. Ja, aber schon gemacht. Und danke für den Tipp, Kumpel. So, eine große Geldbörse und ich habe irgendwie noch klein dazu gekauft, obwohl es ja bei Telegram nochmal eine gäbe. Die Geldbörse für Leute, die gerne auf großem Fuß leben. Sie bietet Platz für bis zu 1600 Rubine, also aktuell, weil ich noch eine 600 plus drauf habe. Dann gab 1600 reichen für eine Weile, Freunde. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Heißt für mich aber jetzt auch, es ist nicht nur Zeit, dass die Folge langsam zu Ende geht, sondern auch, dass wir uns dem Schlusssport widmen. Sprich, wir machen jetzt nochmal ganz kurz Tag. Dann lasse ich meinen Beetle, meinen Käfer noch einmal upgraden, das zum letzten Mal halt, zum Kraftkäfer. Dann gehen wir zurück ins Erdland. Und freuen uns. Und freuen uns natürlich darüber, dass wir in der nächsten Folge dann den 4. Tempel in Angriff nehmen können, der offenbar so eine Art Wassertempel ist. Man kann ihn eigentlich fangen. Nö. Kann den Arsch versohlen! Unverschämtheit, sowas.
Okay, er verschwindet ziemlich schnell hier. Ich dachte, ich könnte noch eins fangen, aber... So, schon haut's ab. Eigentlich schon süß. Wenn es nicht die ganze Zeit schauen würde. So, Cookies Haus. Wer braucht schon Cookies and Cream, wenn er Cookies and Family hat? Oder wenn er Cookies Haus hat. Genau, wer braucht schon Cookies and Cream, wenn er Cookies Haus hat? So. Ah, die ganze Familie versammelt. So, also da cool, also da cool. Ja, ja, jeder Zelda-Spieler kennt diese Melodie. Sollte sie zumindest kennen. Warte mal, wir haben jetzt einen Rüstungstank hier auch noch, genau, und 2 Schilde. Kann es auch schauen, ob es wirklich notwendig ist, 2 Schilde mitzunehmen. Will nochmal mit dir quatschen, nochmal irgendwas? Ja, gerne. Nö, passt. Könnte eigentlich theoretisch nochmal eine Geldbörse bei Terry kaufen, wenn man so auf. Aber man kann eben 3 Stück bei ihm kaufen, sprich, wenn man irgendwie bis 900 Rubine mehr tragen kann. Aber mehr gab es gar nicht bei ihm, wenn ich mich richtig erinnere. Egal. Also, Bombentasche erst später, Shield auch erst später, weil wir brauchen 2 Dinge, die wir erst später kriegen. Vom Hochheiligen zum göttlichen Schild. Aber der hier, den können wir jetzt upgraden. Generell stimmt es ja eigentlich, was er so sagt, weil mein Schild können wir immer wieder neu kaufen. Demzufolge zum Teil auch wieder upgraden oder eben auch nicht upgraden und immer wieder neu kaufen. Aber die anderen Items wie die Schleuder oder der Käfer kriegen wir nur einmal. Die werden halt auch zum Teil storybedingt upgradet. Ursprünglich war es nur der normale Käfer, nachher wurde zum Greifkäfer. Und das war ja auch durch die Story. Und wir haben gar keinen Einfluss darauf. Also insofern. Alle Macht der Story könnte man sagen. So, Freunde. Wie sieht's aus? Oder der falsche Eingang, ich glaub's nicht. Oder Ausgang, whatever. Der Kraftkäfer. Dann theoretisch mal hier rauf, gucken. Ah, ein bisschen Kohle. Huch, was ist denn da in der Mitte? Das sah aber seltsam aus, nicht wahr? Ja, ein bisschen mehr Ausdauer muss ich zugeben. Sehr gut. Unser neuer Käferkumpel. Dann würde ich jetzt aber sagen, doch komm, kehren wir zurück. Endlich zum Tempel. Machen den in der nächsten Folge. Und dann mal gucken, wie sich das auf unser Schwert auswirkt. Ob es plötzlich stärker wird, ob es länger wird, ob es breiter wird. Yeah. Das war falsch für ja. Keine Ahnung. So, Freunde.
Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Legend of Zelda Skyward Sword HD. Dann ab in den Floria, keine Ahnung, Floria Tempel, Wassertempel, whatever. Gehen wir da rein, gucken mal, was da so abgeht und eben, was wir dann noch so an Goodies bekommen war. Und natürlich auch, was für ein Dungeon-Item uns da erwartet. Weil ein paar sind auch in der Auflistung, also mindestens 3 Stück fehlen noch. Und auch hier fehlt noch das eine oder andere. Gut, eins fehlt eigentlich noch, wenn wir hier eher sind. Aber ja, ein bisschen was fehlt noch. Mal gucken, was wir dann noch alles bekommen werden. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.